Heute gibt es einen feinen Gratin mit Gorgonzola-Sauce und frischem Blumenöl. Mua, so wenig Zutaten. Also ich Extrem glaube, wenig, gell? Aber wir machen eine Blumenkohl-Gratin. wow, Ja. noch nie gehabt. Ja, brauchen wir Butter dazu, ein bisschen Mehl, Rahm, Blumenkohl, Gorgonzola, Sehr fein. Herdöpfelgewürz, Fondue-Raclette-Gewürz. Bin ich super gespannt, wie das rauskommt. Dann freue ich mich, dir nachher das zu zeigen. Wir sehen uns. Danke Bis vielmals. gleich. Tschüss. Ciao, ciao. Schneide erstmal grob in die Mitte, einfach weil sie so dicht ineinander ist. Sonst kann man ganz schön die kleinen so Blumensträuche auseinandernehmen. Zum Beispiel so, oder? Ich kann das gut so machen. Der Strunk hier, da wo eben hart ist, ich schneide das weg. Und jetzt kann ich schön hier nah am Strunk die Blümli rausnehmen. Und hier habe ich das zarteste Teil vom Strunk, nehme ich aber auch dazu. Ein bisschen Wasser in die Pfanne nochmal, Dampfkörble drauf. Also so Gemüse wie jetzt zum Beispiel Blumenkohl hat auch so viel Wasser drin. Ein bisschen wenig rein, Gemüse drauf, Deckel zu und dann auch kochen, bis sie schön zart sind. Kann ich schon mal mit der Soße anfangen. Ich nehme ein bisschen Butter in der Pfanne, wirklich das Ganze aufschmelzen. Also ein bisschen goldiger darf die Butter schon werden, aber nicht verbrennen. Runter mit der Hitze. Jetzt kommt ein bisschen Mehl und jetzt schon schön rühren. Man sieht hier jetzt, es hat keine Klumpen mehr von dieser Butter. Das ist wichtig. Jetzt hier mit Rahm ablöschen. Mache ich gleich alles. Dann haben wir nachher genug Soße. Jetzt ist genau Zeit zum Ofen einschalten. 190 Grad. Und jetzt nehme ich ein bisschen Gorgonzola. Nicht so viel. Könnt ihr hier mit einem normalen Kochlöffel auch rühren. Ein bisschen Raclette Fondue Gewürz gebe ich da. Gibt super Geschmack. So schnell kann das gehen. Ich will sicher sein, dass sie schon gekocht sind, aber nicht verkocht. Ich will, dass sie nachher noch Biss haben. Das ist super. Mache nur ein bisschen von dieser Soße am Boden. Verteile so die Soße. Das ist auch schon mal gut. Und jetzt muss ich die nur schön hier auf dem Gratenform verteilen. Die sind überhaupt noch nicht gewürzt. Dann gebe ich jetzt noch Herdöpfelgewürz hier drauf. Aber nicht vergessen, dass Gorgonzola auch genug Salz hat. Lieber nachher nachsalzen. Das lassen wir so auf den Tisch. Soße wartet auf uns. Schön drauf verteilen. Ich kriege jetzt schon Lust zum Probieren. Ist so gesagt fertig. Kommt in dem Ofen nur, bis das Ganze hier ein bisschen bunt ist, zusammenhaftet. Eine, sag mal, goldige Farbe kriegt. Wow, sieht ja mega fein aus. Gell? 3, 2, 1, los. Also ich tue ein bisschen abschneiden, dass es ja nicht zu heiß ist. Da noch eine feine Gorgonzola-Sauce drauf. Ja. Die sieht lecker aus. Ups, so dass sie tropft. Ja, also das Ist gut. Ganz schnell. Und du zu Hause kochen, wenn es gefallen hat. Schön, dass du dabei warst. Danke vielmals. Bis tschüss. Zum nächsten Mal.